Werte Vorstandskollegen, liebe Vereinskameraden und Radinnen, vor allem aber meine liebe Sportsjugend. Wie der Vorstand bereits auf seine letzte Sitzung sehr richtig beschlossen hat, muss ich hier heute noch ein Thema halten, was uns ja langsam wieder noch ganz schön bevorsteht, dies Olympia. Ich meine, Los Angeles steht vor der Tür. Russland, das ist ja nur letztes Mal ganz schön in die Hose gegangen, und das wird der Russen noch mal leid tun. Herrschaften, eines Tages, da werden auch die Bolschewisten merken, nicht, dass wir in Moskau gar nicht da gewesen sind. Und dann haben sie den Salat. Da können Sie selber sehen, wie sie mit fertig werden. Aber wie ihr alle wisst, ist unser Verein ja auch damals in Tokio schon nicht dabei gewesen. Mexiko musste auch ohne uns stattfinden. Denn die Delegation, die wir nach München geschickt hatten, wenn auch nur als Zuschauer, ich meine, die sind ja inzwischen alle gefeuert, die Brüder. Deshalb kann ich das hier mal öffentlich. Nicht 100% wissen, tun wir nur, dass sie in München Hauptbahnhof angekommen sind. Nicht, das steht in ein Protokoll von der Bahnpolizei, nicht, weil der Jupp Kapelzig noch eigenhändig aus den einlaufenden Sonderzug rausgefallen war. Stockbesoffen. Aber was dann weiterhin mit dieser vereinsseitig zugeschusterte Reisekasse passiert ist in diesem Sündenschwabylon, ich meine, ich kann es mir denken, aber ich werde mich hüten. Und dann kam Moskau. Herrschaften, ich habe immer wieder beim Olympischen Komitee angerufen, abends nach 10, dass es nicht so teuer kam, die Herrschaften mitgeteilt, dass wir von Schluck auf 07 jederzeit bereitstehen, uns in Glied der Nationalmannschaft einzureihen und unsere Höchstleistungen steigen zu lassen. Und denn hier, ihr werdet euch erinnern, hier in diesen Saale bin ich vor euch hingetreten. Ich habe euch die Chancen hingewiesen, habe gesagt, der Flugschein nach Moskau wird mit Schweiß und Tränen gepflastert sein. Und auch mit Muskelkater. Aber wir können ihn schaffen, wenn wir endlich diese verdammte vereinsmäßige Sauferei aufhören und mit dem Sport wieder anfangen. Und dann ist unser leider viel zu früh verstorbenes Ehrenmitglied, ach, ich sehe ihn noch vor mir, der gute alte Metzgermeister Klusenbräuker, wie er hier auf diese Bühne gewackelt kam, und hat jeden Athleten unter euch, der vor Olympia üben wollte, ein Viertelpfund Gehacktes versprochen. Bettenhaus Habedank haben ein Dutzend Portiertücher spendiert für zum Trockenreiben. Der Drogerie Blättermann sogar 10 Kilo Blutreinigungstee. Ja, die stehen heute noch im Geräteraum hinter der Talkumkiste. Weil alle Opferbereitschaft unserer Gönner ist damals abgeprallt an euren verfluchten Phlegmatismus. Ja, Herrschaft, und so eine Goldmedaille ist keine reife Pflaume, die einen von alleine am Kopf fällt. Sondern da muss man schon mal selber in den Baum des Ruhmes hinaufklettern. Von Ast zu Ast die Besten der Welt niederkämpfen, bis man schließlich mit letzter Hingabe den wie heißt jetzt dieses olympische Gewürz? Was sonst immer an Sauerkraut kommt? Lorbeer. Den Siegeslorbeer, bis man sich den da vom Baume, wie gesagt. Naja, aber nun wird ja in letzter Zeit an uns sportliche Kanaken immer wieder eine besonders dusselige Frage gestellt. Warum finden so Olympische Spiele überhaupt noch statt? Da muss man sagen, Spiele ist ja nun schon mal gut. Weil wenn man einen Boxer fragen würde, warum er ausgerechnet beim Spielen ohnmächtig geworden ist, hätte er wahrscheinlich gleich in die Fresse hauen. Also mit Spiele haben die Spiele ja sowieso nichts zu tun. Aber warum finden sie dann statt? Was? Wegen Gewinnen? Ach, denkst du, mein Lieber. Gewinnen ist eine 100%ige olympische Nebensache. Das werden dir sämtliche Athleten bescheinigen, die jemals verloren haben. Nein, das Dabeisein ist das Wichtigste. Besonders auch für uns Funktionäre und Betreuer. Kann man auch verstehen. Wie sonst sollte wohl so ein Masseur jemals für lau nach Amerika kommen, wenn er sich nicht an den Spitzensportler ihre Wadenkrämpfe festhalten könnte? Also die Spiele finden statt, weil sie eine uralte Angewohnheit von den Griechen waren, die schon
Vor tausende Jahren, nicht, haben die sich schon nackig ausgezogen. Ja, das mussten die, weil damals gab noch kein Adidas, ne Puma auch nicht, und mussten sich schon mal an Schwebebalken der Hand davor halten, nicht für das da der Geist seinen Spaß dran hatte, nicht der berühmte olympische Geist. Na, den dürft ihr euch jetzt aber auch nicht etwa als so ein Gespenst vorstellen, das da vielleicht in Nachthemd neben den Lord Killermann auf der Ehrentribüne rumhockt, sondern den olympischen Geist. Ja, also, wie er nur genau aussieht, das weiß eigentlich kein Aas. Na, der ist auch von Haus aus unsichtbar. Ehrlich, das hat man öfter bei Geister. Und trotzdem schwebt er immer über den Olympischen Stadion rum. Nicht beim Speer- und Hammerwerfen geht er schon mal ein bisschen höher als vorsichtiger Mensch. Aber sonst weiß man nur von ihm, was er am liebsten hat. Nämlich 3 Dinge braucht der Geist: Tauben, Feuer, Luftballons. Und deshalb werden die Olympischen Spiele auch immer damit offen gemacht. Ach, und dann wird das auf einmal feierlich im Fernsehen. Müssen sie alle so in ihre olympische Sonntagsanzüge am Rasen latschen und schwören, dass sie die Jugend der Welt wären. Auch wenn einer schon mal ein bisschen älter ist, wie unseren Hans-Günter Winkler, der schwört dann eben für sein Gaul. Ja, der ist ja noch unter 18 und dann drückt der olympische Geist da auch schon mal ein Äugschen zu. Ja, aber nun gibt es jede Menge olympische Disziplinen. Die schönste ist aber immer noch diese Selbstdisziplin und funktioniert so. Wenn ein Mainzchen als Zehnkämpfer nicht beim Wettrennen so einen dösigen Ausländer am Beinchen stellt, nicht, dass man so richtig mit Schmackes auf der Fresse segelt, oder nicht auf der Fresse, auf der Aschenbahn, ist klar, denn darf man sich da nichts von annehmen, den etwa gleich im Genick hauen, nicht, sondern tut man so, als ob man sich vielleicht nur einen Schuh zubinden wollte, nicht, und hätte sich dafür hingelegt, ist auch hinterher freundlich für den Kollege, umarmt ihn sogar noch, wenn er gewonnen hat, weil er ja dann eben der Bessere war, und wartet ruhig ab bis zum Kugelstoßen, nicht, wo man denn so stickum aus Versehen so ein Kaffeensmann auf die Zehen schmeißt. Nicht, das ist diese berühmte Fairness, dass man immer nur so an einen Gegner rächen tut, dass der olympische Geist das nicht gewahr wird. Ja, der müsst ihr überlegen, sind ja an so Olympische Spiele die Fernseher aus aller Welt angeschlossen. Und wenn meinetwegen ganz Grönland zuguckt, wie einer von euch am Reck turnt und weiter turnt, obwohl eine Bandscheibe nach der anderen flöten geht, ihr statt mit einem Abgang mit ein wilder Schmerzensschrei auf der Matte knallt, dann habt ihr von da ab aber bei der Eskimos so ein Stein im Brett. Das könnt ihr mir glauben. Naja, nun noch ein Wort zur Siegerehrung. Wenn euch das alles so gelungen ist, euer Mühen und Opfer, das hat sich gelohnt, hattet ihr noch so ein bisschen olympisches Schwein dabei und steht jetzt auf diesen berüchtigten Treppchen, die Medaille umgehangen, die Fahnen werden hochgezogen, das Tonband schmettert aus vollen Halsen das Deutschlandlied, 3. Strophe. Nicht, dann kann es nie verkehrt sein, wenn ihr heimlich eine angeschnittene Zwiebel aus der Hose holt und damit paar Mal auf die Augen tupft, bis euch die Tränen der Freude über die Backen kullern, weil euch dann die Menschen in der weiten Welt viel leichter glauben können, dass ihr nun wirklich glücklich seid. In diesem Sinne, Schluck auf 07, auf nach Los Angeles!